basic idea is that there's a groove that I can follow that's exactly right for exactly right for. Yeah. Sometimes when I try to reason, yeah, you don't seem to listen at all. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und zu einer weiteren Ausgabe Kitschwitsch goes under the Hube. Und heute ein sehr emotionales Thema. Nein, es geht eigentlich. Es geht um unsere Eheringe. Ich möchte euch so ein bisschen erzählen, wie wir zu denen gekommen sind, warum wir diese Art von Eheringen auswählen und wie wir das so ein bisschen handhaben, wegen Zivilstandesamt und so weiter und so fort. Wir sind, als wir uns verlobt haben, sind wir eigentlich im Februar sind wir zu Bern an die Hochzeitsmesse gegangen, an die Marinatelle. Und dort hat es wirklich relativ viele so, ja, einfach so, wie sagt man denn? Juweliere, ja genau. Die eben da Hochzeitsringe anbieten, zum Beispiel auch solche, die man dann selber schmieden kann. Finde ich ganz etwas Schönes. Ein selber geschmiedeter Ring, aber ganz ehrlich, keine Geduld, kein Nerv. Du musst etwa 50 Mal dort vorbeigehen und es ist schon herzig und so, aber ich bin auch nicht so fähig und ich habe ganz zittrige Hänge, weil ich mal mich mit Medikamenten falsch therapiert über Jahre und darum zittern meine Hänge wahnsinnig stark. Und eben so Sachen kann ich nicht machen. Und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell entschieden, dass wir zum Romberg gehen. Er hat dort eine riesige Stange. Und ich muss auch wirklich sagen, er hat wirklich ganz tolle Beraterinnen. Und der Herr Häsler hat schon den Verlobungsring beim Romberg gekauft, super Erfahrungen gemacht mit einer ganz coolen Verkäuferin, die ich noch lernen konnte. Wir sind eben dorthin gegangen. Und für uns war ganz klar, wir wollen kein Shishi. Wir stehen nicht auf das. Wir stehen auf ganz klassische Goldringe. Ich will keinen Stein, ich will gar nichts, ich will einfach ein Goldringli. Das ist jetzt nicht meine. Das war meine. Einfach ein klassischer Goldring. Es hat auch nichts zu tun mit irgendwie, ich will keine Kohle ausgeben, aber es geht einfach darum, uns hat das einfach schon wenn ich meine Eltern anschaue oder wenn ich meine Grosseltern anschaue, die haben alle so einen klassischen Ring gehabt. Und es klingt jetzt dumm, aber es reicht einfach irgendwie. Und ja, es ist halt einfach extrem zeitlos. So sieht einfach ein Ehering aus. So zeichnet ein Kindergärtner-Ehering. Und ja, es ist für mich, man sieht, dass es ein Ehering ist. Weil ich habe schon das Gefühl, ich habe zum Beispiel auch schon schwarze gesehen oder so mit Roségold und Steinchen und weiss der Teufel nicht was alles. Und das ist auch gut und recht, wenn das gefällt. Wirklich, das ist jetzt wirklich eine Geschmacksfrage. Tut mich nicht haten, tut mich nicht irgendetwas aufhängen. Ich persönlich, für mich finde ich es nicht schön und ich habe wirklich für mich das Gefühl, ich muss schon ein bisschen aufpassen, sonst fick ich jemanden an, dass ich einfach, das würde bei mir aussehen wie Modenschmuck. Also irgendetwas Schwarzes oder eben. Und darum habe ich gesagt, ich möchte gerne einen ganz klassischen Goldring. Und das gestaltet sich noch relativ schwierig, weil das momentan überhaupt nicht Mode ist. Es kommt zwar anscheinend immer wie mehr, ich glaube zwar nur, dass das Verkäuferin sieht, dass ich mich nicht schlecht fühle, aber die meisten stehen natürlich schon auf das Roségold und so. Und ich habe wirklich mir ganz so irgendwie nur ein so Schachteldings gehabt. Und ich habe mich auch am Schluss auch für einen männlichen Ehering einfach in klein entschieden, weil alles andere mit Stein war. Ich will keinen Stein, ich will nichts, ich will einfach einen Goldring. Wirklich der Ring. Ja. Und die haben wir dann ausgesucht, eben im Romberg in Lyss. Und wir hatten so eine coole Verkäuferin gehabt. Wirklich, die ist einfach so gäbig, so bodenständig und wir haben wirklich super Erfahrungen dort gemacht. Auch preislich sind wir zuerst bei einem sehr, sehr günstigen Ring gewesen, wirklich, muss ich wirklich sagen. Der hat, glaube ich, nicht einmal, hat recht 350 Stutz gekostet. Ich glaube nicht mal. Und dann haben wir den probiert und wir haben wirklich sagen, wir müssen einfach noch, es braucht einfach noch ein bisschen mehr Masse und es lohnt sich einfach wirklich, ein bisschen mehr Material in den Ring zu tun, weil er ist dann einfach viel. Er ist auch nicht so kantig. Und dann haben wir uns eben für die entschieden, aber die haben auch nicht, also ich sage das einfach, dass das ein bisschen dass wir so ausgegeben haben. Der hat jetzt etwa 700 Stutz gekostet. Irgendwie so etwas. Und haben dann natürlich uns noch eine Gravur überlegt. Und das mit der Gravur, bei uns war ganz klar, wir haben nicht einfach der Dennis und Stefan einfach gegenseitig neben denen wollen. Etwas Spezielles. Und dann haben wir etwas herausgefunden, also haben wir uns etwas überlegt.
Also sicher ist mal Name Häsi bei jedem drin, weil wir uns ja Häsi sagen. Und dann ist das Hochzeitsdatum der 22.09. drin, weil es ja dieses Jahr ist das Zivil am 22.09. und nächstes Jahr ist das Fest am 22.09. Das ist drin. Und hinten, hinten steht dann noch 1337. Das ist ein bisschen speziell. Also 1337 ist eigentlich, wie sagt man das, in Gamersprache heisst es Lied. Und das heisst, man ist sehr gut und das ist mega gut und man ist Lied. Und seit Jahren schauen wir immer, also wirklich fast immer zu dieser Zeit gleichzeitig auf die Uhr und schicken einander Screenshots von dem 1337. Und darum haben wir gefunden, wir können das 1337 auch noch, das ist einfach unsere Uhrzeit. Ich sage ja, es ist Magic und Herr Häsler sagt, das sei einfach, weil ich natürlich voll auf die Zeit fokussiert bin. Es ist Magic. Genau. Was vielleicht auch noch interessant oder vielleicht nach Wunder nimmt, wir werden Ringe schon ab dem Ziviler anlegen. Und warum machen wir das? Wir wollen jetzt echt die Ringe anlegen. Und vielleicht tun wir es dann beim Fest einfach aufpolieren oder selber ein bisschen und dann schon noch einmal anstecken. Das werden wir noch einmal machen, aber wir werden die Ringe gleich schon anhaben. Man kann das in 1000 verschiedene Varianten machen. Und ja. Ich werde wahrscheinlich auch nicht irgendwie Hochzeitsring-Küsse-Zeug bestellen, weil ich das wirklich sehr fühlig finde. Natürlich hätte ich Freude, wenn mir jetzt jemand irgendetwas schenken würde, das selber gemacht ist. Oder wenn ich irgendwie selber etwas machen könnte, aber ich gehe jetzt nicht extra in den Laden eins kaufen. Wir behalten jetzt einfach die. Aber ich würde mich natürlich schon freuen, aber irgendwie jetzt extra, und die sind teuer, die kosten etwa 40, 50 Stutz. Und einfach auch nicht coole Sachen, einfach so mit Rüscheli und einfach etwas, was überhaupt nicht zu uns passt. Wenn es jetzt so ein Zelda wäre oder sonst irgendetwas Cooles oder irgendwie eine Truhe oder so, das fände ich mega cool. Aber jetzt einfach so ein Küssi, also in der Schweiz habe ich noch nichts anderes Gescheiteres gesehen. Ausser so einen Baumstamm, aber wir sind auch nicht so die Bäume-Leute. Also eben, es ist ein bisschen schwierig. Und ja, so viel zu unseren Ringen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, dürft mich wirklich fragen. Und für alle die nicht so verschlips treten bin, weil ich halt Roségold und das Geschnörkel nicht so schön bin, es tut mir wirklich leid. Das ist halt eine Geschmackssache. Ihr habt ja auch nicht alles gern und findet alles schön. Es ist jetzt halt einfach so, wir sind halt Bünzlis und sehr, sehr klassisch unterwegs. Merci vielmals und bis gleich.